des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Sehr geehrter Herr Bischof, wir freuen uns, dass wir diese Feier heute haben dürfen, dass Sie zu uns geeilt sind, mit uns unsere Pfarrkirche wieder in Besitz zu nehmen, als Gemeinde. Der Freudeausdruck gibt, was geschaffen worden ist, gibt vor allem die versammelte Gemeinde. Zapatburg Episkope za tutaj wulke napiatości patrwsny nam szczecił, a tu z nami nie poswięcicie Bożą Schuf. Ich bitte Sie mit uns nun die Eucharistie zu feiern. Liebe Schwestern und Brüder, wir können uns natürlich fragen in dieser Stunde, wer freut sich am meisten? Ich glaube, Sie alle freuen sich, dass nach so langer Zeit Sie wieder in Ihrer Pfarrkirche sein dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Sie freuen sich über das neue Kleid, sagen wir, der Kirche, den neuen Schmuck und allem, was jetzt zu sehen und zu erleben ist. Sie freuen sich und wahrscheinlich der Pfarrer und viele mit ihm, die Verantwortung tragen für die Gestaltung dieses Raumes, das nun sehr, sehr vielfältig ist, auch wenn noch einiges zu tun bleibt. Die Freude ist groß. Die Freude ist aber nicht nur bei uns und auf unserer Seite, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass auch Gott sich über diese Stunde mit uns freut. Denn dieses Haus steht zum Segen für uns, zum Heil für die Menschen, aber zur Ehre Gottes. So wird er sich mit uns freuen in dieser Stunde. So möchte ich jetzt mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern und wie immer bei diesen ganz außergewöhnlichen Gottesdiensten denken wir daran, womit alles in unserem Leben einen Anfang genommen hat. Wir sind Glieder der Kirche geworden im Augenblick der Taufe. Und dieses Gedächtnis der Taufe soll zum Beginn dieses Gottesdienstes nun stehen. Und mit dem geweihten Wasser werden wir an die Taufe erinnert, und ist das gleiche Wasser, mit dem wir dann auch den Altar und das Ambo segnen werden. Liebe Brüder und Schwestern, zu Beginn der feierlichen Weihe dieses Altares lassen wir uns mit dem gesegneten Wasser besprengen. Es erinnert uns an die Taufe, durch die wir in die Kirche aufgenommen wurden. Es ist auch ein Zeichen unserer Besinnung und Umkehr zu Gott. Der Altar, der Sinnbild Christi in unserer Mitte ist und uns an die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte erinnern soll, wird ebenfalls mit dem gesegneten Wasser besprengt. So lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, jedes Geschöpf kommt durch dich zum Licht des Lebens. Du schenkst den Menschen das tägliche Brot und bewahrst sie in väterlicher Sorge. Doch deine Liebe ist weit größer. Du berufst die Menschen als lebendige Glieder am Leibe Christi zur Gemeinschaft der Kirche. Du reinigst sie von ihren Sünden und führst sie zu Christus, dem Haupt seines Leibes. Wer im Wasser getauft wird und so mit Christus stirbt, den lässt du in deinem Erbarmen frei von Schuld zum neuen Leben auferstehen. Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir den Altar dieser Kirche und uns besprengen.
Es ist uns ein Zeichen des heilenden Bades der Taufe, das uns in Christus gereinigt und zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. So werde dieser Taufbrunnen für alle, die im Glauben hier getauft werden, zur Stätte der Wiedergeburt und zur Quelle neuen Lebens. Lasst uns mit allen Brüdern und Schwestern, die künftig Eucharistie feiern, am Altar dieser Kirche zur himmlischen Stadt Jerusalem gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, durch das Sakrament der Taufe sind wir mit Christus gestorben, wurden mit ihm begraben und sind mit ihm zum neuen Leben auferstanden. So gehören wir zum Gottesvolk des neuen Bundes. Daran erinnern wir uns, wenn wir jetzt das Taufbekenntnis erneuern, mit dem wir einst der Macht des Bösen abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm in der heiligen Kirche Christi, unseres Herrn, zu dienen. So frage ich euch, widersagt ihr dem Satan und all seinen Verführungen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist das neue Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Amen.
der barmherzige Vater, dem wir mit diesem neuen Altar auf Erden weihen, verzeihe uns unsere Sünden. Er schenke uns die Gnade, ihm nach dieser Zeit auf ewig das Opfer des Lobes darzubringen. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, dein Sohn hat auf dem Altar des Kreuzes alle an sich gezogen. Schau auf deine Gläubigen, die sich hier versammelt haben, um dir diesen Altar zu weihen, und schenke ihnen deine Gnade. Stärke sie hier immer wieder mit dem Brot des Lebens und eine sie in deinem Geist, damit sie immer mehr dein heiliges Volk werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Gott, unser Vater, in den Schriften des Alten und Neuen Bundes ist uns durch den Heiligen Geist dein Wort geschenkt. Es erfülle dieses Haus und dringe ein in unser Ohr und in unser Herz, damit wir ihm gläubig folgen. Gib, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern es auch vollbringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Słyszymy czytanie z prenia lista świętego apostoła Piotra. Bracia sotry, k niemu przystupcie, kiż żywy kamień. Wot ludzi dre zacisnjene, wot Boha pak jako drotne, wubrane, a wobczesane. A sami, kaž żywe kamienie, twarcze ze siebie duchowny dom a święte miesznictwa. So byście przynoszwali duchowne wopory, Bohu spodobne przez Jezusa Chrystusa. Wyście wyzwolony lud, królewskie miesznictwo, święty naród. Lud, który się si Bóg przyswoił, so byście woziwieli sławne skutki to, kiż je was zečmy zwoł do swojego każdego krasnego świata. Nede neście byli jo lud, nicko pakście Boży lud. Prede neście smierność nazonili, nicko ste smierność dostali. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Wort des lebendigen Gottes. Božismy a Boże swojstwo. Lud Bożismy a Boże swojstwo. Wyskajcie kniezy żydkie kraje, Służcie kniezy wesele, przystąpcie przed Jego w obliczo wyskają, przetoż Jego miłość trwaje wiecznie. Lud Boży swy, a Boże swojstwo. Zastąpcie przed Jego wrota z chwalbą,
Співаю до Його před dvorou. Svauče Jeho, chvalče Jeho měno. Lud Boží jsme a Bože svojstvo. Nie sam je Bohu nie nas činil, Jeho lud jsme my a Jeho svojstvo. Dobry je kněz a Jeho miłość trwaje wiecznie. Od naroda k narody Jeho zbiera. Lud Boży swy,
Niech Bóg z wami. Słowa światoszczenia po Lukaszu. Jan Čeník zwoła se dveho ze svojich służonikov a posła jeho ke knězi ze spraszeniem. Si ty tun, kiž ma přińć, abo mamy na druhého čakać. Když muže k němu přińdeš taj, rekneš taj, Jan Čeník je naju k tebi poslal, so prašeš. Si ty tun, kiž ma přińć, abo mamy na druhého čakać. Tedy pak v ustroví vun mnohých od korosčov a čvilo a zbych duchov a mnohým slepým v oči viděně a odmluví jimaj. Džitaj a vozevětaj Jany, štož staj vidživoj a slyšavoj. Slepí vidža, kromí kodža, vusadní sovu čistěja, vuši slyša, mrtví stávajú, kudem vozivia so radostné poselstvo a zbožné je, štuj so nepohoršuje nade mnou. In jener Zeit rief Johannes der Täufer 2 von seinen Jüngern zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ sie fragen, bist du der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als die Männer zu Jesus kamen, sagten sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Zu jener Stunde heilte Jesus viele Menschen von Krankheiten und Leiden und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst. Altarweihe. Das ist ein Jahrhundertereignis. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht machen wir uns das zu Beginn dieses Gottesdienstes oder dieser Feier bewusst. Das, was wir heute tun, und das wünsche ich Ihnen sehr, ist ein Ereignis für das kommende Jahrhundert, 100 Jahre. Und ich stelle mir vor und ich wünsche mir, dass das die Altarweihe ist, die Sie hier mitfeiern und miterleben. Und die nächste wird vielleicht in 100 Jahren sein. Die Kirche schreibt genau vor, wie denn ein neuer Altar sein soll. Er soll fest stehen, fest verankert sein, dass man ihn nicht wegschieben und wegholen kann. Und zugleich soll er von einem wertvollen, kostbaren Material sein, aber ein Material, das nicht so leicht vergänglich ist, dauerhaft ist. Ich weiß nicht, wie viel Sie wissen, ob Sie ihn schon betastet haben. Es ist ein Altar aus Stahl.
Vor 100 Jahren hat man keine Vorstellung gehabt, was dann das wohl sein könnte. Stahl, fest, nicht mehr verrüttelbar und er trägt unendlich viel. Das ist etwas Dauerhaftes, etwas, was alle Zeiten, die Zeiten überdauert. Dieser Stahl ist etwas, was wir in unserem täglichen Leben, im Alltag für Bauen und so weiter brauchen. Und da wissen wir genau, das ist etwas, das gehört in den Alltag hinein, in das profane Leben hinein. Und jetzt nehmen wir sozusagen das Material aus dem profanen Bereich heraus, und das ist die Weihe. Wir nehmen es heraus aus dem Dienst des Profanen und stellen es in den Dienst des Heiligen, des Sakralen. Es hat was zu tun mit dem Ewigen, mit dem Gott. Und wenn Sie jetzt auf den Altar schauen, dann sehen Sie das Äußere, das ist Stahl, und das, was den Altar von innen her füllt, ist aus Messing und hat den goldenen Ton. Und Gold, wenn es denn in der Kirche verwandt wird, eingesetzt wird, das verweist immer auf den Göttlichen, auf Gott hin. Und hier sehen Sie die 3 Platten, das ist eine Anspielung auf die heiligste Dreifaltigkeit, darauf, dass Gott in seiner unendlich großen Liebe Mensch geworden ist, sein Leben gegeben hat in diesem Jesus Christus für uns und uns seinen Geist geschenkt hat, den Geist, in dem wir leben und Christen sein können. Gleich zur Weihe des Altares, und das ist etwas, ein Augenblick, etwas zum Sehen und hoffentlich auch zum Riechen, zum Spüren, wird der Altar gesalbt, mit Krisam gesalbt. Die Krisamsalbung, das gibt es in der Kirche immer wieder, und Sie wissen das, bei der Taufe, bei der Firmung. Die Krisamsalbung, die gibt es bei der Weihe eines Priesters, da werden die Hände gesalbt. Und bei der Weihe eines Bischofs, da wird das Haupt gesalbt. Das sind die Salbungsriten, die beim Menschen und an Menschen geschieht. Aber es gibt auch die Salbung, und das werden wir heute sehen, die Salbung des Altares mit dem Krisam, wie es auch die Salbung der liturgischen Gefäße, der Hostienschale und des Kelches gibt. Und es gibt auch die Salbung der Glocken. Wenn mit Krisam gesalbt wird, dann wird uns das immer in die Nähe zu Christus bringen. Und das soll auch ausgedrückt werden. Der Mensch, der getauft und gefirmt ist und die heilige Kommunion empfängt, der ist und wird mit Christus verbunden. Wer in Dienst genommen wird als Priester oder Bischof, ist mit Christus verbunden, um sein Heil durchzulassen zu den Menschen. Und auf dem Altar wird das Opfer Christi dargebracht. Christus wird gegenwärtig in den Zeichen von Brot und Wein, um sich dann wiederum den Menschen zu schenken. Es wird zur Gabe. Und deswegen ist der Altar immer verbunden mit Christus. Er ist ein Zeichen, ein Symbol und mehr noch. Er hält uns die Gegenwart des Herrn mit seiner ganzen Liebe entgegen. Das empfangen wir am Altar. Christus, der mit dem Altar verbunden ist, und das werden Sie gleich dann auch zum ersten Mal sehen, nachdem er geweiht ist, werde ich diesen Altar, um Christus zu grüßen, zum ersten Mal küssen. Und immer wieder, das sehen Sie in jeder heiligen Feier, wenn der Priester den Gottesdienst beginnt, grüßt er Christus zu Beginn der Feier mit dem Altarkuss. Damit ist er ein Zeichen, ein greifbares Zeichen für Christus. Und wir hören heute in einem der Gebete eine Formulierung, die scheint mir ganz wichtig zu sein, nämlich die Formulierung, die Gläubigen,
Sie schöpfen am Altar die Gaben des Heiligen Geistes, den Heiligen Geist, der sie verwandelt, die Gläubigen, und zu einem lebendigen Altar machen, zu einer heiligen Gabe. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben eben dieses Wort gehört. Lasst euch als lebendige Steine auferbauen zur Kirche, zum Altar. Und dann aber auch die Sendung. Wir sind ein Altar, ein lebendiger Altar, um den Menschen etwas zu bringen von der frohen Botschaft des Evangeliums, um den Menschen Christus zu bringen, indem wir selber eine Gabe werden für die Menschen. Das ist mit dem Altar verbunden. Der Altar, der hier steht, wir nehmen ihn sozusagen in unser Herz, wie wir Christus in unserem Herzen aufnehmen und tragen hinein in die Welt. Und dann gehört noch etwas zum Ritus der Altarweihe. Aus der alten Tradition der Kirche, schon in den frühen Zeiten, hat man die Altäre errichtet über den Gräbern der Märtyrer. Und das ist eingeflossen in den Ritus, dass man immer wieder in den Altar einer Pfarrkirche Reliquien einsetzt, um damit auch die Verbindung zu den Heiligen herzustellen. Das ganze Volk Gottes hier auf Erden ist im und durch den Altar, durch Christus verbunden mit dem Volk Gottes, das angekommen ist im himmlischen Jerusalem. Ich habe Ihnen eine Reliquie mitgebracht, allerdings nicht irgendeine Reliquie, nämlich eine Reliquie, die ich vorgefunden habe in meiner Wohnung, als ich nach Dresden kam. Es ist eine Reliquie vom heiligen Benno. Davon habe ich für die Kapelle im Haus der Kathedrale, wie auch für die Kathedrale selbst, vor einiger Zeit 2 weitere Reliquien vom heiligen Benno bekommen. Sie wissen, das Grab des heiligen Benno befindet sich im Münchner Liebfrauendom. Und der Kardinal Marx hat mir 2 weitergegeben, sodass ich jetzt diese Reliquie Ihnen für den Altar schenken möchte. Der heilige Benno hat für Sie, hat für die Sorben eine große Bedeutung gehabt, hat hier gewirkt. Und wenn wir den heiligen Benno jetzt sozusagen in der Reliquie hier präsent haben, dann soll er Ihnen ein beständiger Fürsprecher sein, für Sie in all Ihren Anliegen. Ein Fürsprecher für die Kirche hier bei Ihnen im Sorbischen, für die Kirche in unserem Bistum Dresden-Meißen, für die Kirche in unserem Land. Und deswegen, wenn Sie miteinander Eucharistie feiern an diesem Altar, verbinden Sie sich auch mit ihm und bitten ihn um seine Fürsprache für uns. Liebe Schwestern und Brüder, das, was in dieser Stunde geschieht, ist das Werk Gottes. Gott heiligt uns. Er schenkt uns sein Leben. Er schenkt uns sein Weggeleit. Er stärkt uns auf unserem Weg als Christen in dieser Zeit. So wollen wir jetzt dankbar die Feier und die Weihe dieses Altares begehen. Es bringe uns Segen und Heil. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit unserem Gebet vereine sich die Fürsprache der Heiligen
unserer Brüder und Schwestern im Himmel. Niges mil sonat nami, Christus mil sonat nami, Niges mil sonat nami. Święta Maria, Matko Boża, proś Boga za nas. Święty Michale, proś Boga za nas. Wszyscy święci Angelio, proście Boga za nas. Święty Józefie, proś Boga za nas. Święty apostołaj Pietrze a Pawole, Święty apostołaj Symonie a Juda Tadejo, Święty Andrzejo, Święty Jano, Święta Maria Madlena, Święty Szczepanie, Święty Ignacio z Antiochii, Święty Wałęso, Święty Perpetua a Felicita, Święta Heinja, Święty Bosciano, Święty Riechorie, Święty Hausztynie, Święty Mirczynie, Święty Benedykto, Święty Franciszko, Święty Dominiko, Święty Francok Savero, Święta Katarzyna z Sieny, Święta Teresa z Avile, Święty Benno, Święty Bamszo Jano Pawole, zbożny kapłano Alojso, wszyscy święci Boży, Knieże wumoż nas, Jezusa ucz nam smilny, Knieże wumoż nas, Władyszecho zwycho, Knieże wumoż nas, Władyszecho wycha, Knieże wumoż nas,
koniecznego zatamania. Przez swoje człowieczenie a świate żywienie. Przez swoją śmierć a swoje zmartwychwstanienie. Przez posłanie Ducha Świętego. Prosimy Cię, usłysz nas. My, kodzie grzesznicy, prosimy Cię, usłysz nas. Jezusa, Syna żywego Boga, prosimy Cię, usłysz nas. Chryście, słysz nas. Chryście, usłysz nas. Herr unser Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Benno und aller Heiligen, erhöre unsere Bitten. Mache diesen Altar zu einem Ort, an dem sich die Geheimnisse unserer Erlösung vollziehen. Hier bringe dein Volk dir seine Gaben und Gebete dar. Hier preise es dich mit dankbarem Herzen als den Schöpfer und Spender alles Guten. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. In der Feier der Eucharistie wissen wir uns in Christus verbunden mit allen Glaubenden, den Lebenden und den Verstorbenen. In besonderer Weise sind die Heiligen Zeugen dieser Verbundenheit. Darum setzen wir nun Reliquien des heiligen Benno in diesem Altar bei. So spricht Jesus Christus, unser Herr. Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. So erfülle er alle, die von diesem Altar seinen Leib und sein Blut empfangen mit seinem Heiligen Geist, damit sie ein Leib und ein Geist werden in ihm.
Gott möge durch seine Kraft und seinen Geist diesen Altar heiligen. Er sei uns ein sichtbares Zeichen für das Geheimnis Christi und seiner Kirche. Gott, wie Weihrauch steige unser Gebet zu dir empor. Und wie dieses Haus mit wohlriechendem Duft sich füllt, so erfülle Christi Geist deine Kirche. Що Духа Святого, ощель с небес на люд свой, у светла своего. И что боце куджины,
dava cielo da nebe, dušo svjetlo nad suncom. Oko je najlepší, duši hasčo najslučí, vakši čes ljubosne. Odpočink se večine, vaklođenje Otcoče, pokoj se nam zudobje. Smitvo na najspožniše, napiel duše smolnive, svoj smirne slubosću. Mjesto je matce tu, ničo nije čovjeku, ničo nije povjatu. Zvumyvajšo mazane, pokrepiš toj suheje, nadobnješo sluhaje. Zimuj, štož je voprostvo, zli a burej zemnešo, zabuđene na vođe. Najšim svojim virive, na tibie so spuščace, svojih darov sedamku. Najstudimki služači, daj im zbožnje pomreči, daj im radost beskončnu. Amen. Halleluja. Wir preisen dich, Herr unser Gott. Wir rühmen deine unsagbare Güte. Denn in vielen Bildern schauen wir das Geheimnis des Altares, das du vollendet hast in deinem Sohn Jesus Christus. So hat dir Noach, der zweite Stammvater des Menschengeschlechts, nach der Sintflut einen Altar erbaut. Du nahmst den Duft seines Opfers mit Wohlgefallen an und hast deinen Bund der Liebe mit den Menschen erneuert. Auch Abraham, der Vater unseres Glaubens, errichtete dir einen Altar und war im gläubigen Gehorsam bereit, dir seinen geliebten Sohn Isaak zu opfern. Auch Mose, der Mittler des alten Bundes, hat dir einen Altar erbaut und ihn besprengt mit dem Blut eines Lammes. So hat er auf dem Altar des Kreuzes zeichenhaft verwiesen. Alle diese Verheißungen hat Christus in seinem österlichen Heilswerk erfüllt. Als Priester und Opfergabe hat er sich am Stamm des Kreuzes dargebracht. Durch ihn hast du alle Sünden getilgt und den neuen und ewigen Bund mit der ganzen Menschheit geschlossen. Darum bitten wir dich, Herr unser Gott,
Gieße vom Himmel her deinen Segen aus über diesen Altar, der errichtet ist in deinem Hause. Für immer sei er die Stätte des Opfers Christi, für immer der Tisch des Herrn, an dem dein Volk gestärkt wird im heiligen Mahle. Dieser Altar sei uns ein Bild des Herrn Jesus Christus, aus dessen geöffneter Seite im Wasser und im Blut die Sakramente der Kirche hervorgehen. Dieser Altar sei die festliche Tafel, um die sich die Tischgenossen Christi freudig versammeln. Mögen sie hier ihre Sorgen auf dich werfen und neue Kraft schöpfen für den Weg, auf dem du sie führen willst. Dieser Altar sei ein Ort vertrauten Umgangs mit dir und eine Stätte des Friedens. Alle, die hier den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, mögen mit seinem Geiste erfüllt werden und ständig wachsen in deiner Liebe. Dieser Altar sei Quelle der Einheit für die Kirche und der Eintracht für diese Gemeinde. Jeder erfahre hier Gemeinschaft im Glauben und öffne sich dem Geist gegenseitiger Liebe. Dieser Altar sei die Mitte unseres Lobens und Dankens, bis wir nach dieser Zeit die Freude der ewigen Heimat erlangen. Dort weihen wir dir ohne Ende das Opfer des Lobes auf dem lebendigen Altar, unserem hohen Priester Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Christi Licht leuchte auf dem Altar. Es strahle wieder im Leben aller, die teilhaben am Tisch des Herrn.
unser Gott, dein Heiliger Geist komme über diesen Altar. Er heilige die Gaben, die dein Volk dir darbringt, und mache uns würdig für den Empfang deines Sakramentes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der einzige Priester, die wahre und einzige Gabe. Er hat sich auf dem Altar des Kreuzes dir dargebracht und uns aufgetragen, das Gedächtnis seines Opfers zu feiern bis zum Ende der Zeiten. Darum hat dein Volk diesen Altar errichtet, den wir mit Dank und Lobpreis dir weihen. Hier ist in Wahrheit der erhabene Ort, an dem sich im Sakrament das Opfer Christi vollzieht, dir zur Ehre und uns zur Erlösung. Hier ist der Tisch, an dem du deine Söhne und Töchter mit dem Leib Christi stärkst und sie zusammenführst zur einen und heiligen Kirche. Hier ist Christus, der geistliche Fels, aus dem die Ströme des Lebens quellen. Hier schöpfen die Gläubigen den Heiligen Geist, der auch sie verwandelt zu einem lebendigen Altar und einer heiligen Gabe. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dir Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod und deine Verkündigung, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Вун нех з нас чини Тебе вечне да, so bychme slubene dziedzictwo docpili z Twoimi wuzwoleniami. Ze zbożnej knieżną Rodzicielku Mariu, ze świętym Józefom, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matkariami, ze świętym Benom, a ze wszymi świętymi, na których zastupnu prostu przed Tobą so przedso nadziane. Tutun wopone da našeho ujednania prosimy Cię, knieże, niech Ty je pokojej a z pomoženju všeho sveta. Skručuj svoju cyrkej na jej putnikowaniu na zemi we wiry a lubości. Skručuj swojego służownika, naszego bamża Franciskusa, naszego biskupa Hendrycha, a zgromadność wszystkich biskupów ze wszymi duchownymi, a ze swoim umożonym ludom. Usłysz, miły wódcy, modlitwy tutaj je swoje wosady, któż si tu zromadził. Zjednoć ze sobą wszystkie swoje pozymi rozbrojene dzieci. Spomnite ich na naszych łatemrety, bratru a sotry, a na wszystkich, którzy stili się spodobają skuteje czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa. Tam będziemy z nimi też my, to se nadziejemy, zabyśmy z nimi Twoją krasność używali. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist.
Jesus Christus, unser Herr. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Darum bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, sei im Brot des Lebens den Sterbenden Kraft auf ihrem letzten Weg, den Kranken Trost in ihrem Leiden und sei allen, die dich hier anbeten, in deiner liebenden Hingabe nahe. Lasset uns beten. Herr, lass uns immer deinem Altar verbunden bleiben
auf dem das heilige Opfer gefeiert wird. Vereine uns im Glauben und in der Liebe und mache uns Christus immer ähnlicher, den wir als heilige Gabe empfangen haben, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Sehr geehrter lieber Herr Bischof Heinrich, sehr geehrter Herr Pfarrer Dehlenk, sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter, lieber Herr Mikwausch, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Festgemeinde. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen, und ich darf Ihnen die Grüße der Staatsregierung überbringen. Ich freue mich sehr, dass ein solch wichtiger Meilenstein, Herr Bischof, Sie haben gesagt, ein Jahrhundertereignis, heute für Sie Wirklichkeit geworden ist. Die Renovierung der Pfarrkirche ist erreicht und der Altar ist geweiht. 360.000 € sind für diesen letzten Meilenstein aus dem sogenannten PMO-Vermögen, das ist das Vermögen der Partei- und Massenorganisationen der DDR, hierher gekommen. Besser kann dieses Geld gar nicht eingesetzt werden. Geld aus dem Vermögen einer Diktatur, die nichts anderes wollte, als dass die Kirchen verschwinden. Und die das auch in die Tat umsetzte. Erinnern Sie sich, die Sophienkirche in Dresden, die Universitätskirche in Leipzig, gesprengt, obwohl sie hätten wieder aufgebaut werden können. Weggesprengt mit einem Vernichtungswillen, der weit über Dach und Fach, über die Halle einer Kirche hinausging. Das Christentum sollte vernichtet werden. Ich bin für alles dankbar, was ich heute hier erlebt habe. Ich habe nachgelesen auf Ihrer Internetseite, wie viel die Pfarrei selber auch in die Renovation des Gotteshauses eingebracht hat. Und Herr Zieschwauk, ich bin beeindruckt, wie Sie Altes und Neues hier verbunden haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hier als Pfarrgemeinde, als Ort immer wieder einen Ort haben, der Ihnen Gemeinschaft schenkt. Nichts ist wichtiger als das, und das wissen wir alle, wie sehr die spaltenden Kräfte in unserer Gesellschaft wirksam sind. Und ich selbst bin katholisch, bin in der Diaspora in Sachsen aufgewachsen. Es war für mich immer toll, nach Rosenthal beispielsweise zur Wallfahrt zu kommen. Und es war für mich heute wirklich sehr berührend, zu erleben, wie diese Gemeinde, als politische Gemeinde, aber eben auch als Kirchengemeinde, als Pfarrgemeinde zusammensteht. Ich habe gelesen, in etwa 2 Jahren wird es die 800-Jahr-Feier geben. Alles ist gut bereitet. Ich freue mich für Sie. Haben Sie Dank und Gottes Segen. Zapłać, bo ten kniez lubi wasadni, lubi hostčo, lubi dživačerjo, lubi sobu bracia, lubi knieže biskopie. Nitk sme zaso doma, našej farskej cirkvi. Haj, hišče niekotre dživa z vastanu, tola wuživajomne naš Boží dom zaso je. A to je za nás všetkých nesmierne veľká radosť. Sehr geehrter Herr Bischof Timmer Evers, sehr geehrte Damen und Herren von der Politik in den staatlichen Stellen,
alle, die uns bei unserer Sanierung, Renovierung begleitet und unterstützt haben. Also liebe Mitarbeitende, liebe Sponsoren, liebe Beter, liebe Gemeinde. In den Leitlinien für den Bau und die Ausgestaltung gottesdienstlicher Räume der Deutschen Bischofskonferenz heißt es ziemlich zum Abschluss: Es ist darauf hinzuweisen, dass der Kirchenraum und alles, was zu seiner Ausstattung gehört, nicht Eigentum der jeweiligen Verantwortlichen in einer Gemeinde und damit ihrer Verfügbarkeit entzogen ist. Sie wurden der gegenwärtigen Generation nur treuhänderisch zur Bewahrung und Verwaltung anvertraut, um an kommende Generationen weitergegeben zu werden. Ich hoffe, dass jeder von Ihnen erkennen kann, dass es uns bei der Renovierung, Sanierung der Kirche genau darum geht und ging. Das kostbare Gut Pfarrkirche Crostwitz haben wir für die Zukunft ertüchtigt. Einiges bleibt noch zu tun, die Hauptsache ist aber heute verwirklicht. Unser Gotteshaus ist wieder nutzbar. Allen Beteiligten darf ich heute dafür als Pfarrer am Ort von Herzen vergelt's Gott sagen und alle im Anschluss an diese Feier einladen auf dem Pfarrhof. Przyjdźcie proszę blokiem szach na farski dwór, przykusk a napoje zapistowanie zgromadności czy przygotowane k tomu nam chrześcijańscy herce k weselu Zachaja. Herr Bischof, nun darf ich Sie bitten, uns alle zu segnen. Jetzt erbitten wir uns den Segen Gottes. Wir sind dankbar und froh, dass wir diesen Gottesdienst so miteinander haben feiern können, dass Sie, wir alle wieder in diesem Gotteshaus uns versammeln können, beten können und das Gebet, das wir immer wieder an Gott richten, auch in dieser Zeit. In besonderer Weise denken wir heute auch an Israel, wir denken an die Ukraine. Wir bitten um den Segen Gottes und damit auch um seinen Frieden und dass der Segen, der uns hier immer wieder gespendet wird, uns dabei hilft, selber zum Segen zu werden für die Menschen, mit denen wir in dieser Zeit unterwegs sind. So viele Menschen erbitten sich Gottes Segen in ihrem Leid, in ihrer Trauer, in all ihren Sorgen. Halten wir uns mit ihnen zusammen diesem Gott entgegen und bitten wir ihn, dass er uns segne und uns begleite. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.